Hallo zusammen, hier ist der Klitus für Crown Crew natürlich. Und ich muss sagen, endlich ist Weekend hier. Diese Woche habe ich fast ein bisschen viel gearbeitet. Das braucht es auch. Aber gerade wenn man einen neuen Job hat. Schon lange nicht mehr so froh gewesen, dass Freitag ist. Wobei es eigentlich immer schön ist, wenn Freitag wird. Wenn man dann am Weekend auch frei hat. Ja. Jetzt das Chaos, das ihr im Moment auf dem Bildschirm betrachtet. Das ist etwas ganz Spezielles, weil normalerweise zeige ich euch hier ja Videos, die mehr oder weniger poliert sind, sauber zusammengeschnitten, alles zusammen so wie es soll sein. Und das ist jetzt hier nicht der Fall. Nicht etwa, weil es Black Ops ist oder so, im Gegenteil, die Videos kann man auf jeden Fall besser managen als die vom MW3. Aber die Sache ist einfach die, das ist ein Game, wo der Trappy, der Allstar und mir, der Klitus, in Action werden sehen. Es wird aus meiner Perspektive gezeigt, wo ich noch eine gute Score hergelegt habe. Aber wir sind erst relativ spät in das Game reingekommen. Und weil ich jetzt beim Aufnehmen das ganze Game muss schauen, maximal mit 4-fach Speed, habe ich jetzt gedacht, könnt ihr das sonst auch mal beobachten. Es ist ein bisschen für den Arsch, das ist keine Frage. Aber ich habe es eben auch für den Arsch gefunden, dass ich nicht bis dort herspringen konnte, wo ich da ins Spiel joinen. Lange Rede, kurzer Sinn. Lasst euch nicht fest vom Hintergrund verwirren, weil ich das schon erwähne und ihr seht es auch, wenn ich näher am Zocken bin. In der Zwischenzeit habe ich hier nämlich einen Sack voll neue Informationen und Sachen, die ich loswerden möchte. Und ja, ich fange sonst gerade mal vorne an und ich weiss nicht genau, ob euch das Xbox Live Arcade Game, es gibt sicher auch auf PlayStation Network und auf dem PC, aber das Trials HD, das ist ja dort, wo man mit so einem Motocross rumcruist. Und ich weiss nicht, ob euch das bekannt ist, weil es ist auf jeden Fall ein ganz geiles Game und schon gleich wird ein neues Trials rauskommen. Und dort kann man auch 4 Player gleichzeitig, richtig geil und so. Also das wäre vielleicht etwas, das ich dann mal ansprechen in Zukunft. Jetzt seht ihr, Klitus am Start, er ist als Ghost unterwegs, was vielleicht ein bisschen schwul ist. Aber wenn man so in ein Spiel reingeschmissen wird, habe ich es eigentlich gern, wenn ich ein bisschen auf Safe spielen kann und so, wenn ich mir nicht zu viel Sorgen machen muss. Das zweite Game, wenn ich jeweils wieder von Anfang zocken, tue ich aber schon so spielen. Auch mit der FAMAS, die ist sicher nicht allzu schwierig zu handhaben, das kennt man ja noch. Und ja, die haten, die sollen haten, weil stoppen kann man sie eh nicht. Okay, jetzt geht es weiter mit den News und zwar habe ich mir für PlayStation 3 ein Modern Warfare 3 gekauft. Glaubt es oder glaubt es nicht, es ist auf jeden Fall wahr. Und an alle die wir eins auslehnen und so, vielen herzlichen Dank. Aber als ich heute im Mediamarkt war, habe ich gedacht, komm, schnappen wir doch so eins. Weil der Swiss, unser PS3-Boss, er wird eben ins Militär müssen. Schon gleich. Und dann habe ich gedacht, damit dass er am Weekend nicht von irgendwelchen Nachrichten immer zugehämmert wird, tue ich ihn doch ein bisschen unterstützen. Und weil ich ja eine PlayStation 3 habe, ziehe ich mir zusammen mit 3 hier gleich rein. Jetzt, ich werde sicher nicht gross durchleveln bis Prestige 10 und so, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht so 2-3 Mal im Monat das wird ankündigen, dass ich mal online bin. Und ja, dann können wir mal ein bisschen zusammen zocken, würde ich sagen, Jungs. Freue mich auf jeden Fall. Und ich werde jetzt über das Weekend euch allen, wo ich hier links auf dem YouTube-Kanal montiert habe, noch eine Freundschaftsanfrage schicken. Ihr werdet meinen Namen sofort erkennen, weil ich auf der Playstation nicht wirklich viel gezockt habe, habe ich mir jetzt auch den neuen Account noch gemacht. Aber ja, das wäre zu dem. Jetzt mit dem neuen Account machen, habe ich auch die Online-ID erstellen und für das habe ich die Nutzerbedingungen durchlesen. Und normalerweise kann man die einfach überklicken, aber bei PlayStation 3 muss man die Scheiße durchscrollen. Und ich kann euch sagen, ich habe sicher etwa gefühlte 10 Stunden und reelle 30 Sekunden lang müssen den Stick runterziehen, damit das durchscrollt. In der Zwischenzeit habe ich mir auf dem PC nebendran irgendetwas reingezogen, weil, hey, sorry, sie sollten einem wenigstens die Option geben, dass man das Zeug einfach überspringen kann, wenn es einem nicht interessiert und einem nicht zwingen, das durchzuscrollen. Etwas anderes, was mich sehr frustriert hat, ist, im Mediamarkt habe ich geschaut, wegen dem ersten Platz, den Preis. Und die Sache ist einfach die, man kann 800 Microsoft Points kaufen für etwa 19 Steine. Und ich denke, das geht noch so in Ordnung. Das ist auch das, was ich gedacht habe, investiere. Aber für PlayStation Network, das günstigste und das einzige, was ich hatte, ist für 50 Steine Punkte. Und ja, das ist eben schon ein bisschen mehr, als ich mir vorgestellt habe. Jetzt weiss ich nicht. Gibt es überhaupt tiefere Punkte, die man irgendjemand kaufen kann? Kann ich das irgendwie verschenken? Oder muss ich mir gegebenenfalls etwas anderes überlegen für PlayStation 3 Preis?
Für den PC bin ich auch noch am schauen, aber das kommt auf jeden Fall. Ich kann euch auch sagen, dass ich ein paar Probe-T-Shirts vorbestellt habe. Ich habe heute Bestätigung bekommen, dass die verschickt wurden. Und ja, das ist eigentlich so weit cool. Kommt das nächste Woche an und dann kann ich dann die speziellen T-Shirts für Gewinner, erst, zweit und dritt platziert jeweils bestellen. Also die werden auf dem Laufenden gehalten und ich werde da auch mal eine Info rausgeben, wie T-Shirts im Allgemeinen so sind wie Shirt City. Ja, das wär's glaube ich eigentlich schon gewesen mit dem Sack voll Neuigkeiten. Es waren jetzt doch ein paar Infos gewesen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Die sich bei uns im Forum schon angemeldet haben und vor Crown sind, die sollen sich doch bitte ohne Crown anmelden. Einfach nur den Namen nehmen. Es ist schon ein Beitrag dort, der das erklärt. Der Flux hat auch schon ein paar korrigiert. Ich hoffe, ihr seid jetzt gleich alle noch reingekommen. Weil wir werden eben eine Gruppe erstellen, wo alle Crowns drin sind. Dann wird man das sehen, dass ihr zu den Crowns gehört. Und dann muss man es nicht in den Namen nehmen, weil sonst wird der eine Weg ein bisschen länger. Das ist gar nicht nötig. Eben, geht her, registrieren euch. Jetzt läuft noch nicht viel. Aber wie alles, was neu ist, braucht das einen gewissen Zeitraum, bis das anläuft. Und ich freue mich schon drauf. Dann können wir dort noch gewisse Sachen diskutieren, wo sich halt YouTube und so nicht unbedingt dafür eignet. Ja, ich schaue auf meine Liste, sehe, ich bin fertig. Das heisst, ich kann jetzt noch ein bisschen über das Game erzählen. Und ich weiss nicht, ob es noch aufgefallen ist. Hier nach dem Blackbird schnell die Hänge rausgeschüttelt. Als dritter Killstreak ein Päckchen dabei gehabt, das nochmal rausgelassen und hat dort den Yui drin gehabt. Also ich muss sagen, die Runde war fast schon ein bisschen eine Frechheit gewesen, wie gut das ist gelaufen. Die Gegner sind auch nicht allzu gut gewesen und ich habe definitiv tendenziell eher defensiv gespielt. Aber ja. Wenn ich aber so nach Wochen, wenn nicht sogar Monaten wieder ein altes Call of Duty rausnehme, dann braucht es bei mir aber so ein bisschen einen Moment, bis ich wieder voll drin bin, weil jedes Call of Duty fühlt sich auch ein bisschen anders an. Ich weiss nicht, wie das bei euch ist. Und dort tue ich mich, wie gesagt, auf bewährte Sachen gerne verloren. Aber es geht dann aber nicht lang, bis ich Lightweight wieder auspacke, damit ich schneller mich bewegen kann und säckeln als die anderen und überall runterjumpen, ohne Schaden zu nehmen. Dolphin diven, umhechteln. Kommen fast gerade wieder ein bisschen Schwärmen fürs Black Ops. Kommen vermutlich immer wieder ein bisschen Schwärmen, wenn ich es wieder mal sehe und zocke. Ja, für mich ist es wirklich einfach ein sehr unterhaltsames Game, was das MW3 zum Teil auch ist. Und ich bin jetzt richtig gespannt, wie fest das ich auf der PS3 abkacke. Ja, das wäre noch der Endscore. Wie gesagt, es ist wirklich richtig gut gelaufen. Einige Mal schwenken, ein bisschen defensiv gespielt. Schön zusammen.